Wenn angepickt ist, dauert es dann in der Regel so 48 Stunden, bis das Küken schlüpft. Wir haben so einen Spruch, wir sagen, wir haben die Falken erst dann sicher, wenn die mal auf der Stange sitzen. Ich denke, dass die relativ nah aufeinander schlüpfen, denn wenn der erste raus ist und im Brutapparat piepst, animiert das häufig den zweiten Gas zu geben. Machen wir mal, ob wir was hören. Nein, der sagt gerade nichts. Der spricht gerade nicht mit mir. Willi Ziegler aus Vohburg an der Donau ist Falknermeister im Deutschen Falkenorden und züchtet Wanderfalken. Wie kommt man jetzt eigentlich dazu, Falken zu züchten? Das ist doch eher selten. Ja, unter uns Falknern ist es eigentlich so selten nicht, da wir ja in der Regel lauter Greifvogel-Fanatiker sind und wir den Bedarf der Beizvögel für die Falknerei nur mehr aus der Zucht decken können, ist es eigentlich auch erforderlich, dass es genügend Züchter gibt. Bei mir ist es jetzt das erste Mal, dass ich ein kopulierendes Paar habe. Bin ich auch sehr froh drüber, hüte die wie meinen Augapfel. Die Zeit, wo alles sich draußen selbst regelt, das für Deutschland ist definitiv vorbei. Mir ist jedes Küken wertvoll und ich werde, nachdem ich ja das ganze Jahr über da Zeit investiere und mit dem ganzen Herzen dranhänge, werde ich immer versuchen, das Optimum für meine Küken, die da schlüpfen, rauszuholen. Also ich will es nicht akzeptieren, dass auch bei mir in der Voliere die Natur so grausam zuschlägt, wenn ich es etwas beeinflussen kann. Durch das Insektizid DDT war die Population der Wanderfalken in den 70er Jahren stark gefährdet. Dank der Zuchterfolge deutscher Falkner konnte der Artbestand gesichert werden. Ich fütter frühestens so nach 8 bis 12 Stunden, denn die ziehen ja kurz vorm Schlupf den Dottersack im Ei ein und sind damit für die ersten Stunden versorgt. Willi Zieglers Garten wird von einer Voliere beherrscht. Dort sitzen die Altvögel während der letzten Tage der Brutzeit auf künstlichen Eiern. Ich stelle mir unglaublich schwer vor, in der Natur jetzt für Altvögel so viel Futter herzukriegen für die Jungen. Ja, doch, die schaffen das. Und wenn sie es nicht schaffen,
dann werden halt nicht alle Jungvögel groß. Also wenn die Nahrung knapp ist, dann fallen die Spätgeborenen oder die Schwächeren einfach hinten runter. Das ist dann eine ganz normale Auslese. Je voller der Kropf, desto leiser werden die Vögel. Das ist schon sehr aufwendig. Und ja, ob ich das noch länger mache, wird sich zeigen. Aber auf der anderen Seite ist es schön, ich habe jetzt dieses Zuchtpaar, mit dem super gut klappt. Aber ich denke, jedes Jahr noch habe ich es nicht wieder bleiben lassen und im nächsten Jahr mache ich es dann doch wieder. Nach 6 Tagen Handaufzucht kommen die Jungen zurück in die Voliere zu ihren Eltern, von denen sie sofort gefüttert werden. Weitere 7 Wochen später sitzen Willi Zieglers ausgewachsene Jungfalken auf dem Block und lassen sich von ihren neuen Besitzern bewundern. Willi, vielen Dank. Viel Mach's Glück gut. damit. Ja, jetzt habe ich hier meine Flasche, aber die brauche ich. Und melde dich, wenn ich dir helfen kann. Ja, mache ich. Wir schauen. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich auch. Hast mir ein schönes Weib gezüchtet. Katharina Weinberger hat mit ihrem Falkenweib noch ein Stück Weg vor sich. Sie wohnt in Eckstedt im Chiemgau. Unter seiner Haube ist der Falke ruhig und transportfähig. Das haben wir gestern auch gehabt, das sind wir auch gelaufen. Ja. Das ist immer 2 Sachen darf man nicht mit dir machen. In freier Natur würde der junge Wanderfalke das Jagen von seinen Eltern lernen. Als Beizvogel muss es ihm die Falknerin beibringen. Heute steht der erste Freiflug an. Ein aufregender Tag. Denn es kann immer passieren, dass der junge Falke einfach davonfliegt.